Herzlich willkommen zum heutigen Programm vom Himmelwärts. Letzten Sonntag habe ich ja erzählt, dass ich euch in den nächsten Sonntagen Wunder erzählen, wo alle Jesus gemacht hat. Und durch diese Wunder sehen wir, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch war, wie du und ich, sondern dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Die Wunder, die stehen all im Johannesevangelium. Und das Wunder, das ich euch heute erzähle, steht im 4. Kapitel, Vers 46 bis 54, falls ihr es nachlesen wollt. Das letzte Wunder, wisst ihr noch, in welcher Ortschaft das war? Das war in Kana. An der Hochzeit in Kana hat Jesus Wasser in Wein verwandelt. Und das heutige Wunder, das war genau am gleichen Ort, nämlich auch in Kana. Kurz nach dem ersten Wunder, wo Jesus da hat, ist er wieder in Kana. Und dann ist plötzlich ein Mann zu Jesus gekommen. Er war mega aufgeregt. Ihr müsst wissen, der Mann, der lebt nicht in Kana, sondern ganz weit weg in einer anderen Stadt, die Kapernaum heisst. Die Stadt ist etwa 30 Kilometer entfernt, also zum Laufen hat der Mann etwa 6 Stunden gehabt. Der Mann lebt also in Kapernaum und er hat einen Sohn. Der Sohn von dem Mann war schwer krank. Der Mann hat nicht gewusst, ob der Sohn noch lange lebt oder nicht. Und er hat von Jesus gehört. Er hat gewusst, was Jesus schon gemacht hat. Und er hat an Jesus geglaubt. Darum ist der Mann, stellt euch vor, 6 Stunden gelaufen zu Jesus. Und dann hat er Jesus endlich gesehen in Kana. Und darum war er so aufgeregt. Und er hat gesagt, Jesus, du musst mir helfen. Du musst mit mir mitkommen. Du musst meinen Sohn heilen. Du kannst ihn heilen. Jesus, bitte komm mit. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Jesus ist nicht mit dem Mann mit. Jesus hat einfach gesagt, gang wieder heim, dein Sohn, er lebt. Boah, stellt euch vor, der Mann hat einen Sohn daheim, der krank ist. Und der Mann ist 6 Stunden, hey, das ist so lang. Er ist 6 Stunden gelaufen und gelaufen und gelaufen, bis er endlich Jesus getroffen hat. Und dann hat er gesagt, Jesus, komm mit. Und Jesus kommt nicht mit. Jesus sagt einfach, gang heim, dein Sohn erlebt. Wow, jetzt ist der Mann 6 Stunden gelaufen, bis er bei Jesus ist. Und dann sagt Jesus einfach so etwas Banales. Hey, wow. Also ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte. Das ist ja mega speziell. Aber der Mann, der hat Jesus geglaubt. Er hat geglaubt, dass das, was Jesus sagt, stimmt. Jesus hat gesagt, gang heim, dein Sohn lebt. Und der Mann hat das geglaubt. Er hat geglaubt, dass Jesus seinen Sohn hat heilen von ganz weit weg. 6 Stunden entfernt war er von seinem Sohn. Aber er hat geglaubt, dass sein Sohn lebt. Und darum ist der Mann zurückgegangen. Jetzt ist er wieder 6 Stunden zurückgelaufen. Zurück nach Kapernaum. Zurück heim zu seinem Sohn. Und auf dem Weg sind ihm seine Diener entgegengekommen. Ganz aufgeregt haben gesagt, los dein Sohn, er lebt. Er lebt, schaut mal auf dem Foto. Der Mann hat sich so gefreut, sein Sohn lebt. Als er daheim angekommen ist, hat er schnell seinen Sohn in den Arm genommen. Und er hat sich so gefreut. Jesus hat wirklich die Wahrheit gesagt. Sein Sohn lebt tatsächlich. Und dann hat hat der Mann mit seinen Dienern geschwätzt. Und dann hat sie herausgefunden, dass Jesus, der Sohn von dem Mann, genau dann geheilt hat, wo er es ihm gesagt hat. Der Sohn ist genau dann gesund worden, wo Jesus gesagt hat, gang heim, dein Sohn erlebt. Wow, hey, ich finde das so eine coole Geschichte. Jesus hat nicht einfach nur einen Sohn geheilt, wo er bei ihm war, wo er ihm die Hände aufgelegt hat oder ihn berührt hat. Nein, Jesus hat ihn heilen, obwohl er so weit weg war von diesem Bub. Ich finde das so eine coole Geschichte. Aber mega wichtig an dieser Geschichte ist ja, dass der Mann Jesus geglaubt hat. Wenn er ihm nicht geglaubt hätte, und wenn er dann nicht zurückgegangen wäre, ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen wäre. Hey, ich möchte auch so fest Jesus glauben und ihm vertrauen. Und wenn Jesus etwas sagt, dass es stimmt. Hey, unser Gott ist so gut. Er kann ein Wunder tun. Er hat dort ein Wunder da, obwohl Jesus nicht einmal bei diesem Bub war. Obwohl er so weit weg war. Ich finde das mega ein cooles Wunder. Mega eine coole Geschichte, wie der Mann Jesus so vertraut hat und so geglaubt hat. Hey, und auch wir können lernen, zum Jesus immer mehr vertrauen. Zum immer wie mehr Gott glauben und ihm vertrauen.
Und das können wir machen, wenn wir zum Beispiel eben ganz viele Geschichten aus der Bibel hören oder zu Gott beten, mit ihm reden und Sachen mit Gott erleben. Und natürlich müssen wir nicht nur Gott vertrauen, sondern auch den Menschen um uns herum. Können wir Vertrauen lernen. Und darum habe ich jetzt eine Idee für euch, was ihr machen könnt mit eurem Mami und mit eurem Papi, zum Üben Vertrauen. Und zwar könnt ihr das Vertrauensspiel machen. Vielleicht kennt ihr das schon. Dann könnt ihr vorne anstehen und eure Mami oder euer Papi steht hinter euch. Und dann könnt ihr euch einfach fallen lassen und eure Mami oder euer Papi tut euch auffangen. Und das braucht schon mega Mut, dass man sich einfach hinter fallen lässt und Vertrauen tut, dass die Person einem auffängt. Aber ich finde das ein mega cooles Spiel, wo ihr könnt üben, einander zu vertrauen. Hey, ich hoffe, euch hat die Geschichte auch so fest gefallen wie mir. Und ich hoffe, dass ihr immer wie mehr könnt lernen und üben, zum Jesus und Gott vertrauen und auch euren Eltern, euren Mitmenschen und dass ihr Freude habt an dem Vertrauensspiel, zum Lernen einander zu vertrauen. Hey, viel Spass bei dem Spiel, macht's gut und bis nächste Woche.